eine Person, die wird es, die Mörder Nummer 1. Die denkt bloß, ich brauche nichts von, mir fehlt nichts. Ich sehe kein schlechter Mensch. Ich brauche diese Sachen nicht. Mir freut, dass ich hier so sein. Das ist ein Stellen Freitag, Good Friday. Wir haben vielleicht alle eine Woche oder andere Woche gewisse Traditionen, was wir tun, oder was wir tun, wo wir diesen Tag feiern tun, wenn wir in der Kolonie spazieren. Verschiedene Familien tun das eine Woche oder andere Woche. Und wenn wir in der Stadt spazieren, da sind auch verschiedene Wege, wo das gefeiert wird. Aber ich glaube, wenn wir uns denken, wie das geht nicht mit Arech, wenn wir irgendwas tun, diesen besonderen Tag, aus einer Tradition, in der Familie, solange es dort nicht der Hauptsache worden wird. Nicht? Und einmal sagen wir, die Stelle Freitag, ich glaube, die Titus haben gesagt, wir nicht stellen nicht den Tag, aber wir sind, ich habe einmal davon her, dass wir sind stellen, wir dann observieren, was da passiert ist. Good Friday, sagen wir einmal, das ist vielleicht ein weiterer Ausspruch, was sagt, weil dass wir ein guter Tag, wenn du passiert, du wirst für unsere Schuld betont, den Tag. So, ich habe von der mein Timer gesagt, ich habe den Tod verdient, aber er hilft mir leben. So ist ja ein bisschen hier getan mit Singen, mit den Videoclips, was wir da haben. Wir haben den Tod verdient, aber Jesus gibt uns Leben. Und ich will von ein paar Stellen, von ein paar Mörder ein bisschen reden, 2 verschiedene Geschichten von Verbrechern. Wir haben in der Bibel, in der Evangelium, mehrere Geschichten, was du beschrieben haben, wo Menschen haben was Schlechtes verdient. Aber aufgrund von Jesus seine Gnade kriegen sie Vergebung und sie kriegen nicht dort, was sie verdient haben. Ich denke an die früh, wo du so in Ehebruch wir gegriffen worden und der Strafe wird, dass sie so totgemerkt wurden. Und wir sehen, dass Jesus die vergeben hat. Dann haben wir diesen Zachäus, das kleine Mann, er hat Menschen aufgerippt und ich weiß nicht, was alles er getan hat. Ein Tag, wie er sagt, er will mal Jesus sein. Und Jesus, der ging in sein Haus. Und nur die Geschichte, dann sagt Jesus, von der ist die Heilung passiert in der Time. Wir haben so einen Petrus, was Jesus sehr verlegen hat. Er kann den nicht, er pflegt und er kann das nicht von denen. So der hat gleich verdient, aber dann ist nur dem, was Jesus wie abgestoßen, dann kriegt Petrus eine zweite Chance. Von der wollen wir uns mit einer Person checken, was den Tod verdient hat, aber Jesus gab ihm nicht, was er verdient hat, aber er gab ihm Leben. Wir müssen das verstehen, wo schlecht wir sind, dass wir wirklich die gute Nachricht wirklich verstehen. Wir haben alle Gott sein Gesetz gebrochen, eine Woche, andere Woche. Wir haben gelernt, wir haben gestohlen, wir haben irgendwem hier weggeführt in eine lange Reihe von Dingen, was wir getan haben. Wir sind alle eine Woche oder andere Woche schuldig. Und some von uns sagen, na, ich sehe nur gut. Und diese haben wir dann so ein Vers aus Jakobus 2, Vers 10, was Jesus dort sagt. Wer das ganze Gesetz hält und sich über ein verschuldigt, der hat sich gegen das ganze Gesetz verschuldigt. Also der sagt, wenn du ein kleines bisschen nicht besser reich warst, dann bist du halt schuldig an alle. In Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn von der Sünde ist Tod.
Also du sagst, wir sind alle in so einer Situation. Wenn wir alle gegen Gott gesündigt haben, haben wir tatsächlich den Tod verdient. Also du wirst nicht rum. Dort ist all das Rechte, was wir tun haben, dort verlangt den Tod. Und der gute Nachricht ist, dass Gott seine Gnade uns nicht mehr geben, was wir verdient haben. In Lukas 23 haben wir die Geschichte von zwei Stähler, von zwei Verbrechern, die mit Jesus Tod gekreuzigt wurden. Sie waren schlechte Menschen. Ich will dus einmal was falsch lesen, wenn ihr wollt mitlesen. Ich werde mir falsch lesen, hier durch von Lukas Kapitel 23. Das erste will wir uns mal den 33. falsch lesen, was sagt. Und es sei, bei der Schädelplatz kam, kreuzigten sie Arm, also sie kreuzigten Jesus, und auch die zwei Verbrecher, einen an der rechten und einen an der linken Seite. Jemand handrechten mit dem Tod bestrafen, da wären in Teil verschiedene Wege, von der ersten Tag und die andere Zeit. Und die Römer, die hatten eine besondere Strafe, was sie deuten, was wir können sagen, was erntet die erste kam, dort wird die Kriegsjung. Dort braucht gewöhnlich Wingsfeier Soldaten und ein Übersechter für die Soldaten. Und dort können mehrere Deodieren von dem, was die Menschen um Kriegs andeuten. Und so dort wie ein Investment, können wir sagen, was die Römer deuten, die tun dafür, die kommen das dir, wenn sie wollen, wem handrechten, wenn sie wollen, wem beschuldigen. Dort wir ein sehr demütigend, ja, dort wir sehr demütigend für die Menschen, die wurden gekreuzigt, dort wir mit viel weiter zu tun. Und wir können uns das vorstellen, die seien uns, die waren gewöhnlich die Kleider weich, die waren nervig, wenn sie die kreuzigten Leute, ob wir demütigen, die waren ganz in die Schone gebracht, die mussten dann eine Herd in der Sonne schienen, backten die das Mess, kriegen Mess nicht Luft, zu Gott als steckten die das so. Und dann wurde gesagt, einmal fertig, hab soll dort werden, dann wären noch viel, die kamen da so an die Pecken, die Lüden dort, die können die da so abfrieren. So, dort wir, die Römer brauchten dessen Mut für die Menschen, was sie wirklich verlassen wollen, was sie wirklich wollen weiteren, was sie wollen verlassen in ein Beispiel von den Märkten. Und wir können uns das feststellen, wie schrecklich das wir. Wir wissen gleich, was diese zwei Mörder getan haben, was mit Jesus Tod gekreuzigt werden, aber dort wir genug, dass die Römer, die nicht bloß hastig dort merken, aber die in den Westen durch, die leiten sich dort kosten, dass sie die wollen Krieg noch nehmen. Und hier sehen wir dann, das ist nicht die Situation, wo die sind, die haben Jesus am Kreuz genäht und auch die zwei Mörder, und dort ist in der Situation, wo sie dann nicht gut sind. Dann Vers 39, du redest ein Mörder, der gekreuzigt wird, der sagt, das ist das. Dann lasst das einer von den Mördern Kreuz über Armen sehen. Wenn du Christus bist, dann halt die Salz in uns. Das ist, was er sagt. Und der andere Verbrecher, der wird an der anderen Seite Jesus gekreuzigt wird, der weiß den Dreh und der stellt sich gegen den Mörder und sieht, in den 40. Vers lesen wir dann, was er sagt. Aber der andere beschwächt Armen sieht, fährst du nicht einmal Gott, willst du das unter die salzige Verdammnis und wir kriegen mit Recht den Lohn, den wir verdient haben, aber das Mann hat nicht erschrecklich getan. Und von der würde ich gleich einen Vergleich merken, ob eine geistliche Ansicht, jeder einer einzelne von uns ist ein von diesen zwei Mörder oder zwei Verbrecher. Wir sind tatsächlich, wir sind ein von denen, in Gott seine Augen sind wir einer oder der andere.
Da wir mal noch einmal ein bisschen kijken wat die in diesem Moment sehen, als die door in den Krieg wären. Und dann dort ein bisschen taubvoeten. Und dann sein, als ich da so sehe, als die erste Verbrecher, oder als ich da so sehe, als die zweite. Und da wenn es den 39. Vers noch einmal lesen, als das wo der erste Mörder dort sagt, der sagt, dann lasst das einer von den Mördern am Kreuz über Armen sehen. Wenn du die Christus bist, dann halt die selbst noch uns. Wir weiten nicht so viel von dessen, aber er war stolz, er war hochmütig. Er hat nicht gedacht, dass am Dinge treffen werden. Er hat keine Angst vor Gott. Er war ein smart Aleck, kann man sagen. Er sagt, wenn du Christus bist, dann du musst selbst von Kreuz rufen und dann halb uns zurück. Und das ja von der Tag auch Menschen, die sich so dort in Gott bringen. Die würden vielleicht sagen, an der weltlichen Himmel, oder Halbjaft, dann wollte ich das Gebet sein, was die mir fair sein. Aber ich wollte diese kleine Klaus nehmen und wollte mich auch taufen lassen. Und die merken mehr, die tun dort, was das braucht, dass sie kein Porzen von der Gruppe, wo immer dort dann ist. Aber die haben die Einstellung, aber Frau mir nicht irgendwas zu tun. Ein von den Denkweisen, wo die denken, das gehört alles mir. Die erkennen keine Schuld. Ich kann nichts anderes tun. Das ist nicht fair, was zu mir passiert. Mir gefällt das alles nicht. In ein Wort können wir den Mörder, den vielleicht taubpfoten, der ist anbußfertig. Und was meint das? Also der ist nicht bereit, das einfach zu tun und dass er kann und was von der Lehre er ist. Dass er sinnig ist, die wollen bis, ich habe nichts falsch getan, die kritisiert und die haben gleich Angst vor Gott. Die zweite, die wir kriegt so schuldig als die erste, aber der hat eine andere Perspektive. Die kriegt das Ding anders an. Wenn man den Vers mal noch einmal lesen, dann den Vers 40, da sagt es, aber der andere beschwigt Amen seht, fragst du nicht einmal Gott, willst du best unter die selbstliche Verdammnis, und wir kriegen mit reich Lohn, den wir verdient haben, aber das Mann hat nicht erschrecklich getan. Er anerkannt, dass er das Gesetz gebrochen hat. Er wusste, dass er dort traf, was sie nicht kriegen. Und er sagt, dass Jesus für uns schuldig, der hat nichts Falsches getan. Das Mörder hier, das Verbrecher hier, wenn wir das mit zu Taubpfoten tun, ja, er war schuldig, er hat das verdient, aber er hat einen gebratenen Tod. Es kann sein, er war demütig, er erkannt, dass er Dinge hat falsch getan, dass er gesündigt hat. Und er wusste, dass er in Erbarmen brüten hat. Er wusste, dass er halb brüten hat. Er wusste, dass er in diesem Moment nicht für sich selbst kann tun und nicht anders als nicht Jesus roten. Lass mich Ihnen sagen, wem das so wichtig ist. Wir leben hier in einer Kultur von der ersten Tag, was du sehr geändert hast. Vor 20 Jahren oder mehr, dann wir Menschen das leicht totstehen. Ja, ich sehe Arich, ich sehe einen Sünder. Aber von der ersten Tag ist der Anstellung so, die Menschen drehen sich ab und sagen, nein, mir nicht ein Sünder. Ich sehe keinen Sünder nicht. Ich sehe keinen schlechter Mensch. Ich nenne mich nicht so dort. Ich sehe keinen schlechter Mensch. Das ist von der ersten Tag mehr und mehr die Einstellung. Das Problem ist, wenn wir diese Einstellung haben, dann vergleichen wir uns mit anderen Menschen und wir vergleichen uns nicht mit Gott. Den Tag, wo wir uns anfangen mit Gott zu vergleichen, dann wollen wir mit einmal an, wo lange nicht wie bei den Standard kommen, was Gott hat. Wenn du denkst, vielleicht,
hier so besieden mich, dus als wer het veel ooit gemerkt heeft was ik. Dus een veel slechtere mens besieden mich, so ik zie nachher nur gut. Laat mich eens zeggen, wat het zo wichtig is, dat we dat erkennen, dat alle han Gott seine Gesetze gebrochen. Und das, wo wir mit anfangen. Wir müssen mit dem Punkt kommen, wo wir das ansehen tun, dass wir Gott sein Gesetz gebrochen haben. Was wir dort erkennen, dass wir gesündigt haben, erkennen wir nicht unsere Notwendigkeit für den Bruder. Also, dann, wenn wir dort nicht ansehen, dass uns ein Halber fehlt, dass wir nicht artig sind, dann sehen wir dort gleich an, dass uns ein Bruder fehlen wird. In dem Moment, wo wir das erkennen, dass wir ein Sünder sind, ist das in dem Moment, wo wir ein Kandidat für Gott seine Gnade wollen. Wenn wir anbußfertig sind, wenn wir nicht bekannt sind, wenn wir nicht dazu stehen und stolz sind, ist es dort sind von der Tag viele von uns und dann sagen wir, das ist die Verbrecher, was der Nummer 1 wat de blustige dag hadden, hij weer zo aardig. Die hadden een instelling dat hij zal geholpen worden. En wanneer je dat anerkennen, wanneer we dat anerkennen doen, dat ik heb Fehler gemerkt, ik heb gesündigt, ik heb aardig gedaan, ik brauche wirklich Vergebung, dann sind wir da, als die Verbrecher Nummer 2, was du so mit Jesus Tod am Kreuz wir. Was du die Sündhaftigkeit sitzt, wirst du die Notwendigkeit von Bruder nicht sein. Also, was wir unsere sündhaft, wo ansehen, wo sündhaft wir sind, was wir dort stehen, dann wollen wir dort ansehen, dass wir einen Bruder haben. Wenn wir stolz sind und die Gedei haben, dann kann das selbst, dann kann Gott uns gleich helfen. Aber wenn wir naar aankom met een aanstelling dat ik gesündigt heb, dat ik Fehler gemerkt, dat ik grief zie, dat ik abscheulich zie, dat ik slecht zie, dann war wir plötzlich ein Kandidat für Gott seine Gnade. Jesus hing am Kreuz zwischen zwei schuldige Menschen. Sie waren beide in der selben Leeu. Sie hadden beide den Tod verdient. Und sie hielten beide hetzelfde Dinge. Und sie wussten, was irgendwo passieren. Und beide hadden dieselbe Gelegenheit. Sie waren beide in der Leeu, wo ein Bruder fehlt. Und einer, der leidt diese Gelegenheit vorbeigehen, und der andere deed nicht. Und das ist, was mich traurig macht, wenn das Besalzje passiert von dir. Du sind ein paar Menschen, die sind auf Besalzje steht, die hören die Salzje Leute, singen die Salzje Leute, die hören die Salzje Botschaft von Gott in ihr Leben. Eine Person, die wird es, die Mörder Nummer 1, die denkt bloß, ich brauche nichts von, mir fehlt nichts. Ich sehe kein schlechter Mensch. Ich brauche diese Sachen nicht. Und der, was du so besiedam ist eine Person, die das ansieht. Ich habe Fehler gemerkt. Ich habe gesündigt. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Gott seine Gnade. Der Gute nötig ist, dass die zweite Person Jesus anrufen wird, und die wird auf eine Weise verändert, was wir hier so abgesiert, Gott kann aussprechen. Die wird nie gemerkt, die wird verjährt, die wird verändert, die wird geheilt. Der zweite Dieb, der zweite Verbrecher, er verdient den Tod, er verdient den. Aber Jesus gibt ihm Leben. Der Grund, warum ich so abgeregt sehe, über diese Geschichte, das Thema ist, wegen
wie alle, ich befand mich in der Lehre, wo ich in Deif war, wo ich gestohlen habe. Und dort ist bloß ein kleines Port gerutzt, den Anfang von dort. Und was von der Lehre ich sehe, und was von der Lehre wir uns befingen, für wie die genug von Gott annehmen. In der Ort, wo Jesus vergiftet hat, ist so mächtig. Er wisst, wo die Schönheit von Gott seine Gnade. Und dort ist bloß Gott seine Liebe. Und wenn uns dort nicht tragen wird, dann weiß ich nicht, was wird, wenn wir so Gott uns tragen wird. Lasst uns mal ein klein bisschen sein, wo kraftvoll diese Geschichte ist, indem wir dann einmal ein paar Vers wiederlesen. Dann den 42. und den 43. Vers ist, dass du sagst, die zweite, die Mörder, die, was du so wie, die sagte, dann sagt er zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du in den Dreck kommst. Dort sagt Herr, denk an mich, wenn du in den Dreck kommst. Dass wir nicht ein langes Gebet, langes Gebrache, kein Battle und so, bloß Herr, denk an mich, wenn du in den Dreck kommst. Kick dir doch mal mit an, was Jesus dann dort zu sagen hat. Ich sei dir die Wahrheit. Du warst von dir mit mir im Paradies an. Das wird das Verbrecher von der Antwort kriegen. Ein paar Sätze in der Ewigkeit wird geändert für diesen Verbrecher. Und wir denken hier so noch an die Geschichte, was wir kurz bei einem Anbetungsabend hatten, am Worship Night. Hier wird das Drama gespielt, wo kriegt diese Mörder um Kreuz wir mit Jesus. Und dann kommt er in den Himmel, kommt es in den Himmel, und der hat hier nicht viel Gutes getan. Und dann wird ihm gefragt, was er im Himmel ist, wen hat hier nichts Gutes getan. Und dann sagt er so, das Mörder, wen Jesus sehr, der kann hier sein. Wie kraftvoll. Wie kann du sein, wegen Jesus du ist? Und dort ist, glaube ich, die reinste Geschichte, was wir in der Bibel finden, was das Beispiel geben wird, was wir von der Vers, was Paulus geschrieben hat in Epheser 2, Vers 8 und 9, was es dort sein. Ihr seid durch Gott seine Gnade gerat, willst ihr glauben, dass das nicht durch ihre Worte, dass das ein Geschenk von Gott, dass das nicht in Worten, so dass keiner Ursache hat, sich zu loben. Also das Mörder hier, das Verbrecher hier, der wird bloß ganz abhängig von Jesus. Es ist nicht eine gute Nachricht für all die, was wir so hart versuchen, uns selbst zu verbessern. Je mehr wir versuchen, uns selbst zu verbessern, so viel Busia sperrt sich das so Messwärme ab, so Glas wie Öd. Wir sind durch Gnade und nicht durch Worten gerat. Wir wollen nicht gerecht für Gott, indem wir in die Kirche gehen, indem wir ein Mitglied werden in der Kirche, indem wir Geld geben tun, indem wir eine alte Tante halten, über den Gas gehen, indem wir eine sehr höfliche Person sind, indem wir unsere schlechten Dinge aufleihen, indem wir religiös werden, aber wir wollen durch Gnade gerecht für Gott. Das ist ein Geschenk. Und diese Geschichte, die beweist das sehr klar. Das Leib des Mörder um Kreuz können keine guten Worte tun, weil sie hängen werden am Kreuzfuß. Er kann nicht einmal in die Kirche gehen, wenn er kann gleich von der Kreuz wegkommen. Er hat gleich nie Anfang, wo er das Blut umdrehen darf, dass er von nicht anfangen, wenn er stirbt. Alles, was er tun kann, wir auf die Gnade von Jesus zu vertrauen. Das wäre nichts, was er tun kann.
Hij kann bloß dort bleiben, was Jesus da ihm sagt, dass er wird von der mit ihm im Paradies sein. In Psalm 103, Vers 11 und 12, da sagt es so hoch als der Himmel über die Erde ist, so ist Gott seine Liebe über die, was am fürchten tun. Und so wie aus der Osten ist vom Westen, so wie hat er unsere Sinn wahrgenommen von uns. Ich möchte einfach unseren Gott loben, der uns nicht behandelt, so ist unsere Sinn dort verdienen, aber der behandelt, ja, wir kriegen nicht den Lohn, was wir verdient haben. Wir haben alle den Tod verdient, aber Jesus, der gibt uns Leben. Er vergällt uns nicht nur dort, all die Dinge, was wir haben arg getan, aber er gibt uns das Geschenk. Und hier ist der Nurech, der ich will haben, dass wir nicht vorbeigehen. Wir haben das ewige Leben, nicht wegen wir gut sind, sondern wegen Gott gut ist. Und dort ist das Wort von dem Evangelium. Wir sind nicht gut, wir verdienen, wir haben das gleich verdient und wir können das nicht verdienen, aber Jesus gibt uns. Wir haben das bloß wegen er gut ist, wegen Gott gut ist, zu aller Zeit. Lass mich sagen, ein bisschen, wie gut Jesus uns ist. Er läuft uns und will uns, so sei läuft, schickt er sehen, Jesus hier ist ab ihr, und der wir gehorsam sind, Kreuz, was er durchgestorben hat. Stellt euch mal ans Rad dafür. Gott im Fleisch, und der hängt da am Kreuz. Er soll auf einen schmacken Thron sitzen, und er wird am Kreuz Fuß. Er soll eine goldene Krone auf seinen Kopf haben, und er hat eine Dornenkrone. Er soll von Menschen am Jeff sein, was am sollen dein, aber du wirst Mörder am Arm. Als er auch schuldig wird, gibt er sein Leben für die, was er schuldig wird. Als wir noch ein Sünder wären, so Reimer sagt, dann starb Jesus halt für uns. Und dort ist, wem was Gott unsere Sinn nicht mehr je in uns hält. Das Jesus, der hängt da an der Kreuz, er kickt ab und dann schrie er aus, seht du so, was das vollbracht, ich kann je tun, wo du mir geschickt hast. Dann sagt er, in deine Behängen befehl ich ihnen Gäste. Und er holt noch einmal die Lauf ab und dann starb er so. Wir wissen von der Geschichte, das Erdbeben, durch kein großes Erdbeben, das schadet, die Worte ganz diesta, und die Soldat, was auf dem Kreuz stand, die schlug sich an den Brust und sagt, das ist wirklich Gott sein Sehen gewesen. Als jeder einer Tag, nun ist alles vorbei, wisst der Himmel, dass das nu ihr Schluss ging. Den dritten Tag, als die frühesten im Grab ging, wird der Stein weggerollt und das beladig. Woran? Christus wird nicht durch. Er wird von den Tod abgestoßen. In das Akt, diese Begebenheit, dass er wir vom Tod abgestoßen, damit hat er den Tod, der Hall und das Grab gewonnen. Wir alle haben gesündigt und verdienen uns den Tod. Und der Lohn von der Sünde ist Tod, so ist Römer 6, Vers 23 sagt, und dann das letzte Teil, Gott schenkt das ewige Leben in Christus Jesus ans Herr. In 1. Petrus 1, Vers 3, lob Gott unseren Herrn Jesus Christus, sein Vater, will sein Mitleiden wir so groß, dass er uns nie geboren hat, zu einem Leben gehoben.
wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur, ist er ganz nie geworden. Dort alle ist vergangen und kickt das alles nie. Wer den Namen von Herrn Jesus anrufen hat, der wird gerettet. Und Gott und Vater, wir preisen und loben dich für das, was du für uns getan hast. Dass du das abverwirrst, dass du das steht nimmst, was wir verdient haben. Von der beten wir, möchten wir das ansehen und die, wenn wir uns mit dir vergleichen, dann kommen wir sehr kalt, aber help uns, dass das Mörder und Krieg dort anzusehen, wenn du sagst, dass du uns vergeben hast, dass du dich steht hast im Himmel, dass wir das bloß annehmen und wie du selbst nicht kennt hast. Und wir danken dir dafür, in das Stelle Freitag, wo wir uns erinnern, dass das noch der Tag sein, wo wir dort ansehen, dass das bloß wegen dir und dir allein ist. In Jesus' Namen. Amen. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van jou in Diestenis en Angst en in Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je in best wohl lebensjährig ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen, und sie deren sind auch für alle Menschen. Wie kommen hier alle sind das Smarries Taubklapp nähen, dadurch zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebendige Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Maut gibt. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merkt wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns das nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenskirch.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plans, was Gott für dein Leben hat. Wenn du gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr in YouTube dann kommt, dann würden wir gleich natürlich subscribe, auf den Klingel drücken, bis dort, was die dort anhören.